Swiss German Storytime mit dem Thomas. Hoi miteinander, wie geht's euch? Geht's gut? In der heutigen Episode vom Swiss German Storytime Podcast erzähle ich euch über die typisch schweizerische Sportart Schwingen. Schwingen ist eine traditionelle schweizerische Sportart und ist eine Variante vom Freistilringen. Also Ringen ist Wrestling und Freistilringen ist Freestyle Wrestling. In der Umgangssprache im Dialekt wird es auch als Hosenlupfen bezeichnet. Hose bedeutet das gleich wie auf Hochdeutsch, also Hosen, und das Verb lupfen bedeutet heben. Also wie die Hosen des Gegners heben oder auf Englisch to lift the pants of the opponent. Das Schwingen ist ein beliebter Sport und gilt als Schweizer Nationalsport. Die Wurzeln, also der Ursprung vom Schwingen, kann man nicht eindeutig bestimmen. Es existieren Bilder in der Kathedrale von Lausanne aus dem 13. Jahrhundert, wo bereits erste typische Szenen zeigen. In der Zentralschweiz, im Mittelland und im Voralpenraum hat der Hosenlupf zum festen Bestandteil der Festkultur gehört. Das Wort Festkultur bedeutet die Art, wie ein Fest durchgeführt wird. Die Festkultur oder Festival Culture auf Englisch. An vielen Alp- und Wirtshausfesten haben die Bauern, Senner und Hirten geschwungen. So haben sie Naturalien, das sind zum Beispiel Materialien wie Nahrungsmittel, Textilien und Tiere, gewinnen. Aber vor allem ist es um den Ruhm vom Sieg gegangen. Im letzten Drittel vom 19. Jahrhundert haben grosse Schwingfeste den Sport populärer gemacht. Und auch Turnpädagogen sind aufs Schwingen aufmerksam geworden und haben auch in der Stadt Werbung dafür gemacht. So ist aus dem ursprünglichen Hosenlupfen der Bauern und Hirten auch ein Nationalsport entstanden, wo alle Leute angesprochen hat. Im Jahr 1895 ist der Eidgenössische Schwingenverband gegründet worden. Der Wettkampf wird Schwingen oder Schwingfest genannt. Der Zweikampf wird auf einer kreisförmigen Fläche ausgetragen. Diese Fläche besteht aus Sägemehl und ist 7 bis 14 Meter im Durchmesser. Weil das Sägemehl, also das Sägemehl oder Sawdust, ganz weich ist, braucht man das seit früher als weichen Untergrund für den Kampf. Die zwei Schwingen tragen über ihren Kleider eine kurze Hose. Zuerst geben sich beide die Hand, einen kurzen Handshake, und dann greifen sie die Schwingenhose mit beiden Händen. Das Ziel ist, den Gegner mit verschiedenen Techniken, man sagt denen auch Schwünge, auf den Rücken ins Sägemehl zu legen. Der Sieg ist akzeptiert, wenn einer von beiden mit beiden Schulterblättern oder mit mindestens 2/3 vom Rücken den Boden berührt. Nach dem Kampf ist es üblich, dass der Gewinner am Verlierer Sägemehl vom Rücken putzt. Schwingen sind Amateur und sind häufige Berufe tätig, die eine gewisse Körperkraft verlangen. Wie zum Beispiel Käser, Metzger, Maurer oder Zimmermann. Traditionell ist es ein Mannensport. Es gibt aber auch Schwingerinnen und seit 1992 ein Frauenschwingverband. Die Wettkämpfe sind einheitlich angelegt und es gibt 2 Typen. Es gibt die Sennenschwinger, das sind normalerweise Mitglieder von einem reinen Schwingverein und tragen eine dunkle Hose und ein farbiges Edelweisshemd. Und dann gibt es Turnschwinger. Das sind oft Mitglieder vom Turnverein, wo auch andere Sportarten machen. Die tragen lange weiße Turnhosen und ein weißes Liebli. Ein Liebli ist ein anderes Wort für T-Shirt oder ein leichtes Shirt, Hemd. Ein Schwinger, der an einem eidgenössischen Schwing- und Älplerfest einen Kranz gewinnt, wird als Eidgenoss bezeichnet. Ein Kranz ist eine Auszeichnung für besonders starke Resultate. Und der Schwinger, der das ganze Fest gewinnt, wird als Schwingerkönig bezeichnet. Und da wäre es schon über Schwingen. Ganz eine kurze, zusammenfassende Geschichte über den Schwingsport in der Schweiz. Ich hoffe, es hat euch ein paar Infos gegeben und ich hoffe, es ist nicht allzu
kompliziert gewesen, der ganze Text. Ich habe von ein paar Schülern erfahren, dass Texte manchmal ein bisschen schwierig genug sind. Darum ist es ein Ziel von mir, auch ein bisschen einfachere Texte zu schreiben. Ich denke mal, der Text ist zwischen, bei B1 vielleicht gegen A2. Ich versuche aber noch einfachere auch noch zu machen. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören. Transkript auf Schweizerdeutsch und Hochdeutsch findet ihr wie immer bei mir auf Patreon. Könnt ihr auch abladen und als PDF für euch brauchen. Zudem, wenn euch das gefällt, folgt mir doch auf YouTube, auf Spotify, Apple Podcast und gebt mir eine gute Bewertung, wenn ihr Lust habt. Und sonst freue ich mich, euch bald wieder zu sehen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.